Wenn man auf den Hof von Paul und Emma Bauer in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn kommt, sieht man gleich von der Straße weg, dass man bei Geflügelzüchtern ist. Beim Bauer Paul schlüpfen gerade Küken aus die Eier. Da darf ich halt zuschauen. Und die Emma backt mit frisch gelegten Eier einen Kuchen. Aber wo sind's? Bei der Stallarbeit. Servus. Der Henhuber Bauer, servus. Bist du durchgegangen? Ja. Ich bin schon angeschnattert worden. Ja, alles gesehen, was wir haben. Ja, das glaube ich nicht. So schnell hat man da nicht alles gesehen. Braune Angus-Kreuzungen und schöne weiße Charolais stehen im Stall der Nebenerwerbslandwirte. Und mit großer Leidenschaft wird am Hof das Geflügel gezüchtet. 16 verschiedene Rassen sind gerade wegen der Vogelgrippe aufgestallt. Die Eier landen zurzeit eher im Keller als in der Küche, denn jetzt ist Brutzeit. Als Vereinsvorstand der niederbayerischen Rassegeflügelzüchter besitzt Paul Bauer viele Brutapparate. Wenn ich es heute ansetze, dann kommen sie in 3 Wochen, kommen die Küken, schlürfen sie. Und das ist die ganze Kunst. Also ein Apparat ersetzt praktisch die Hähner. Das macht der Stallmotor. Der wendet die Ohr ungefähr 8 Mal pro Tag. Und wir kontrollieren, ob das dann funktioniert. Da sieht man so Strichel dran. An dem kontrollieren wir, dass die Wendung überhaupt funktionsfähig ist. Die Eier brauchen die Wärme von allen Seiten. Dann geht er her und tut mit dem Schnabel die Ohr im Nest hin und her umdrehen. Da geht es rein und richtet sich ihr Nester so, wie er sich das vorstellt. Irgendwann geht es los, dass die Ohr am Bäcker kriegen. Ja, und dann geht es los, dass die Küken halt einfach mit dem Eizahn von innen das Ohr, also das am Schnabel ist der Eizahn, das Ohr einmal ausdrücken. Das Küken dreht sich dann ein kleines bisschen, geht dann her und tut wieder andrucken. Und so gibt es das, dass halt die Kappen oben so 3/4 rum praktisch offen ist, also aufgemacht ist. Und das Küken tut sich während dem Drehen, richtet sich das aus und dann fängt das Drucken an. Und darum ist ein Ohr nie rundum bedeckt, sondern bloß zum Großteil, also mindestens 3/4 rundum. Und dann druckt es mit dem Kopf an, dann geht die Klappen auf und dann geht es aber schnell. Dann kommen sie in der Regel, aha, jetzt haben wir es geschafft. Nicht? Es ist wie eine schwere Geburt, also so ein Händel macht schon was mit und das sieht man auch dann. Ja, man sieht, wie sich so ein Singerl plagen muss beim auf die Welt kommen. Die flackern dann drinnen, fix und fertig. Und dann drücken sie schon langsam im Bruderbrett auch unter der Hand. Und wenn sie dann soweit trocken haben, dann werden sie mobil. Dann geht's los. Da hin und her mal schauen, was ist da jetzt eigentlich alles. Wie schaut es jetzt auf der Welt aus? Ne? Der ist noch nicht so ganz munter wie die anderen. Die sind schon trocken und ganz lebendig. So. Ich denke, dann müssen wir natürlich jetzt da noch drin lassen, dass es sich langsam ausrichten kann gut und dass er auf die Füße kommt. Du musst nicht trinken. Genau, der muss noch drücken werden unter die Ohren. Das ist der Nachzügler. Genau. Den lässt man jetzt Zeit, dass er sich ausrichtet. Die können wir jetzt aussehen. Da haben wir draußen ein Apparat, wo das sie halt einfach noch ein bisschen beruhigen können, wo gut warm ist drinnen. Und dann in einem halben Tag kommen sie dann zu den anderen Händlern dazu und können schon fressen und saufen. Ans Fressen und Saufen ist bei dem Nachzügler noch nicht zu denken. Der kommt noch nicht einmal recht auf die Füße. Er ist schon sehr schwach. Hoffentlich wird's noch was mit ihm. Wir schauen dann später noch mal nach, wie es ihm geht. Emma Bauer versorgt vorm Kuchenbacken noch die Hühner und Truthühner, die Enten und Gänse. Alles möchte jetzt natürlich raus aus dem Stall, aber es geht nicht. Erst in den Stall und dann ein Kiech. Ein Kich und dann mache ich Was machst du denn?
Ein Zitronenkuchen. Wenn's mit dem Geflügel fertig ist, backt Emma Bauer einen eigentlich ganz einfachen Kuchen. Die Eier von den wunderschönen Mechelner Hühnern machen ihn aber gewiss zu was Besonderem. Und er wird halt wirklich selber gemacht und nicht aus einer Backmischung. Heute hat der Bauer Paul ein ganz spezielles Ei für seine Frau dabei. Das ist ja immer. Da habe ich ein für die Hände, so Tuppets auch noch dabei. Okay, die kriegen wir selten. Diesmal ist das Tuppet, wie der Paul gesagt hat. Dass 2 Touren drin hat. Ach so. Ja. Muss ich erst schauen. Ja, schau her, 1. Ja, Zitronenkuchen muss ja gelb sein, oder? Ja, das kommt aber nicht von der Zitrone, sondern das kommt hauptsächlich von den Ohren. Wenn der Ohrduder schön gelb ist, dann wird er der Kuchen schön gelb. Auch ohne Safran oder Farbstoff. Butter noch oder Margarine, und dann wird das glatt gerührt. Und dann kommt noch ein Zitronensaft mit rein. Zitronenabrieb, den habe ich schon einmal hergerichtet. Zucker. Dann kommt Mai rein und das nochmal drunter gerührt. Zitronensaft übrigens nur von einer halben Zitrone. Das reicht. Kinder mit Schlecker? Ja. Dann geht's her. Sehr einmal. Danke. Aufpassen, dass nicht so wie tropft, gell? Kein Bisserl fällt da runter. Jetzt kommt der Eischnee und den tue ich ganz vorsichtig da unterheben, weil den darf man nicht rühren. Weil sonst geht die ganze Fluffigkeit geht da alles wieder raus vom Eischnee. Der Kuchen gelingt auch ohne Eitrennung, wird dann aber nicht ganz so luftig. Also Semibrezel kommt auch noch Da drauf. tue ich ein bisschen Semibredel drauf, dann geht er wieder viel leichter runter. Dann bleibt er nicht bitter. Sauber ausgeräumt wird die Schüssel. Es passt ja viel Teig aufs Blech. Aber ein bisschen was bleibt immer zum Schlecker. Dann kommt er im Brot rein. Auf 150 Grad Umluft. Da muss ich jetzt 30, 35 Minuten drin bleiben. Halbe Stunde. Da ist Zeit, dass wir nach dem Nachzügler schauen. So, was ist jetzt mit dir? Du schaust schon gescheit nicht raus. Zieh die Lippe los. Genau. Würde wie frisch schauen, ob es schafft. Ob er's schafft, hat der Bauer Paul gerade gesagt. Das hört sich nicht gut an. Wir schauen dann halt später noch mal nach, ob das schwächelnde Singerl vielleicht doch noch zu Kräften kommt. Auf alle Fälle wird's noch lang dauern, bis so ein Küken groß wird und in einen Stall darf. Die sind jetzt deutsche Sperber. Als leidenschaftlicher Züchter zeigt mir Paul Bauer natürlich mit Stolz seine Tiere. So, das sind jetzt Zwerghähner. Es gibt Feldzwerghähner, die eine weiße Ohrscheiben haben. Auf die Zwerghühner schauen die mächtigen Bronzeputen nicht verächtlich hinab. Sie sitzen halt einfach nur weiter oben. Die Bourbon- und Kupferputen sind gegen sie eher schmalbrüstig. Die Perlhühner machen eine ganz schöne Gaudi. Der Mechelner Gickerl hat auch ein Organ. Und da sind ganz besondere. Gehören zu der Familie von den Hamburger Hähner und die Farbbezeichnung heißt Silberlack. Ja, silbern und wie schwarz angemalt. Ein Rheinländer Rebumfarbig, die kennen meine Enkelkinder. Besonders schöne. Eine schöne Farbe hat auch der Kuchen im Backrohr gekriegt. Auch Rebhuhnbraun. Ausgekühlt wird er noch glasiert. Die Glasur, da braucht man gar nicht so viel Saft, gell? Das ist aber bloß ein Trepfall, was man da braucht. Für so viel Zucker. Nur so muss das sein, oder kann man einen Streicher am Kuchen drauf. Ob der Zitronenkuchen wohl schön aufgegangen und locker geworden ist?
Jeder ist gespannt. Und besonders die Schleckermäuler, die Jasmin und die Nina, die für den Opa und für die Oma und den Papa, der gerade von der Arbeit heimgekommen ist, den Tisch deckt haben. Die Glasur ist fest und nach dem Anschneiden sieht man's. Schön ist er. Jetzt probieren wir mal, der ist bestimmt ganz lecker. Und auch schön leicht und weich und besonders luftig ist er geworden. Da ist recht, wenn er lecker ist. Okay. Ja, geschmeckt hat's alle. Aber ob der Kleine unten im Keller inzwischen schon so weit ist, dass er was fressen mag, es schaut ganz danach aus. So, Kleiner, jetzt bist du fit. Okay. Kaum ist ein halber Tag vorbei, dann bist du topfit, Freund. Da darfst du zu den anderen raus. Und wenn man gesehen hat, wie hart dass er sich nach einem Schlürfen da hat, ist das einmal wieder ein schönes Erlebnis. Auch für einen, der das 40 Jahre lang schon macht oder länger, ist das immer wieder eine Freude, wenn man so ein junges Leben dahinter hat.